auffällig ist, der voll Kraft ist, der Ausstrahlung hat gegen raus, in die Welt raus. Und heute, vor 2000 Jahren, ist etwas Gewaltiges passiert in der Menschheitsgeschichte. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Noch gar nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf die Menschen, auf die Menschheit. Apostelgeschichte 2, 1 folgende. Ich werde das kurz vorlesen. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen, so wie wir hier jetzt. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Also im Haus hat es plötzlich angefangen zu kutten und angefangen zu luften und angefangen zu tun. Übrigens verstehen alle, wenn ich Berndeutsch rede. Thurgauer Deutsch, der braucht die Übersetzung. Und da steht im Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf einen jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Also der Heilige Geist ist hier aufgekommen, auf die Jünger. Und ich habe hier so ein Bild gesehen, um euch zu zeigen. So hat sich der Mann Pfingsten vorgestellt. Aber wenn ich den Text hier lese, dann glaube ich, ist es ganz anders gewesen. Das ist ganz anders gewesen. Da steht nämlich im Grundtext, sie waren nicht nur begeistert gewesen, sondern es steht, sie waren in Ekstase gewesen. Da steht wörtlich das Wort Ekstase. Bist du schon mal in Ekstase gewesen für Gott? Macht man doch nicht. Wir als wohlanständige, brave, unauffällige Mitteleuropäer. Aber wörtlich steht hier, die waren in Ekstase für Gott, wegen Gott. In Ekstase. Es ist fast ein bisschen verpönt, unter Christen zu sagen, ich bin in Ekstase. Aber hier steht es zweimal in diesem Text, sie waren in Ekstase. Ich persönlich will das erleben. Also richtig ekstatisch sein für mich Gott. Wegen ihm, weil er mich so erfüllt. Und schön ist, wenn wir die Geschichte lesen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, dann sehen wir, es ist nicht bei dem einen Mal geblieben. Und er hat es für den Rest der Zeitalter, sondern Apostelgeschichte 8, Samaria hat genau das Gleiche erlebt. Es ist genau das Gleiche passiert. Apostelgeschichte 9, der Paulus hat sein privates, persönliches Pfingsten auch erlebt. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 10, der Cornelius mit seinen Freunden, mit seiner Familie, hat Pfingsten auch erlebt. Apostelgeschichte 19, der Epheser, der Heilige Geist gekommen, hat es erfüllt, hat genau das Gleiche erlebt. Also es war nicht eine einmalige Erfahrung, die die Jünger hier erlebt haben, und dann hat es sich für die ganze Menschheitsgeschichte. Sondern dort, wo Menschen sich ausstrecken, die mehr wollen von Gott, dort können sie ihr Pfingsten erleben. Ein Pfingsten hat eine ganz neue Ära in der Menschheitsgeschichte angefangen. Etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Eine ganz neue Ära, der Heilige Geist ist in die Welt hineingekommen. Natürlich war er vorher auch schon da gewesen. Auch zur Zeit des Alten Testaments war der Heilige Geist auch schon da gewesen. Aber in dieser Zeit hat er nur gewirkt in einigen wenigen Auserwählten. So eine exklusive Gruppe, Propheten, Priester und Könige. Alle anderen hatten den Heiligen Geist nicht gehabt. Nur die ausgerüstet worden sind für einen Dienst, die haben ihn gehabt. Im Neuen Testament, da wo wir jetzt drin leben, da will der Heilige Geist über alle kommen. Über alle, die Jesus angenommen haben, die den Heiligen Geist eingeladen haben. Da kommt der Heilige Geist über alle. Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen und was für Auswirkungen das hat, wenn der Heilige Geist kommt, das wollen wir heute nicht anschauen. Dann könnt ihr nächsten Dienstag kommen in das Seminar, 7:30, könnt alle kommen, wir haben Platz. Dort wollen wir anschauen, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt, was für Auswirkungen das es hat und vielleicht auch praktisch noch ein bisschen in Ekstase kommen. Ja. Also kommt. Aber heute wollen wir anschauen, wer ist der Heilige Geist? Wer ist er? Wie ist er? Was will er? Und vor allem, wie können wir ihn lernen kennen? Wie kannst du den Heiligen Geist lernen kennen? In der Bibel steht im 2. Korinther 13, Vers 13, da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
Und die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und zuerst sagt der Paulus hier, Gnade von unserem Herr Jesus. Also Gnade, wo wir die Rettung bekommen haben, wo wir die Erlösung bekommen haben. Gnade von Jesus. Dass wir in Beziehung hineinkommen mit Gott Vater. Dass wir eine Erlösung bekommen können. Gnade kommt von Jesus. Und die Liebe, die göttliche Agape-Liebe, die wir nicht haben, die wir nicht produzieren können, die nicht aus uns herauskommt, die kommt vom Vater im Himmel. Und wir sollen Gemeinschaft haben, und wir dürfen Gemeinschaft haben, und wir können Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, dann kommt die Erlösung von Jesus, die Gnade von Jesus, kommt zu uns, wird wirksam für dich und für mich, durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und die Liebe, die göttliche Agape-Liebe vom Vater, kommt rein in dein Herz. Nicht einfach so, sondern durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dann zeigt er uns, was Jesus alles für uns erwirkt hat. Was das Erlösungswerk von Jesus alles beinhaltet. Die ganze Erlösung. Alles, was Jesus für dich und für mich erwirkt hat. Und dann kommt die Liebe vom Vater kommt zu dir. Nicht einfach die theoretische Liebe. Dass du weißt, ja, 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Wunderbar. Ich weiss es. Nein, du sollst es erleben. Du sollst es spüren. Du sollst voll sein mit dieser Liebe. Und ich glaube, wenn wir die Liebe erleben, wenn wir die Liebe spüren, wenn wir es erfahren, dann sind wir begeistert. Dann tut es uns gut. Das tut deiner Seele gut. Dann wird deine Seele gesungen, wenn wir es erleben. Aber es geschieht durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft kann man nur mit einer Person haben. Gemeinschaft kann man nur mit einer Person haben, nicht mit einem Gegenstand, auch nicht mit einer Kraft. Und die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist ist eine Person. Er hat Eigenschaften, die nur eine Person hat, die nur eine Person kann haben. Zum Beispiel sagt die Bibel, er lehrt, er rettet, er denkt, er führt, er leitet, er vermittelt. Man kann ihn betrüben, man kann ihn traurig machen, man kann ihn verscheuchen, man kann ihn einengen. Das sind alles Eigenschaften oder Fähigkeiten, die eine Person hat. Der Heilige Geist ist eine Person von der göttlichen Dreieinigkeit. Mit Kraft kann man keine Gemeinschaft haben. Mit Energie kann man nicht Gemeinschaft haben. Wenn zum Beispiel der Elektriker in dein Haus hineinkommt und irgendwie einen neuen Stromanschluss machen muss, die Waschmaschine anhängen, wenn er da am Schrauben ist und plötzlich kommt er da die 400 Volt Leitung, ein blankes Rädchen, was holt ihm rein, dann sagt er dann nicht, wow, hey, jetzt habe ich Gemeinschaft mit der NOK, Nordostschweizerische Kraftwerk. Nein, mit der Kraft, mit der Energie kann man nicht Gemeinschaft haben. Das geht nicht. Und der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft oder eine Energie oder eine Kraftwirkung. Nicht irgendwie etwas Nebulöses, sondern er ist eine Person. Er ist eine Person und er will Gemeinschaft haben mit dir. Er ist eine Person vor göttlicher Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und er will, dass du ihn kennenlernst. Dass du Zeit mit ihm verbringst. Im 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir, denn der in euch, der Heilige Geist, ist grösser als der in der Welt. Also der Heilige Geist, der in dir innen ist grösser als der in der Welt ist. Wer ist in der Welt drin? Das ist der Find, das ist Satan, das sind die dämonischen Mächte. Und die Bibel sagt, der in dir ist grösser als der in der Welt ist. Du musst keine Angst haben vor dem, der in der Welt ist, weil Gott in dir innen wohnt durch den Heiligen Geist. Nicht du bist Gott. Andere Religionen sagen vielleicht, du bist Gott. Entdeck den göttlichen Kern in dir innen. Geh, entdeck den mal, du findest ihn nie. Den göttlichen Kern in dir innen. Aber Gott sagt, ich komme in dich rein. Ich will in dir innen wohnen. Durch meinen Geist. Gott kommt in dich rein. Das hat keine andere Religion. Gott kommt in dich rein. Die Bibel sagt uns hier an dieser Stelle, 2. Korinther 13, wir sollen eine Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Nicht mit dem Vater, auch nicht mit Jesus, sondern mit dem Heiligen Geist. Warum? Warum sollen wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben? In der Bibel lesen wir, der Vater sitzt an himmlischen Orten auf seinem Thron und hat
Jesus abgeschickt auf die Erde, um den Menschen zu offenbaren, wie der Vater ist, wie der Vater denkt, was der Vater vorhat. Er hat das Herz vom Vater offenbart. Darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Für eine totale, alles umfassende Erlösung für uns Menschen zu erwirken. Aber nach 33 Jahren, wo Jesus auf dieser Erde war, ist Jesus aufgefahren zum Vater. Und wir lesen Epheser, er hat sich gesetzt zur Rechten vom Thron vom Vater. Er ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Jesus ist gegangen, Jesus ist weg. Wir können es so sagen, in der Zeit vom Alten Testament, in dieser ganzen Zeitspanne, war eigentlich die Zeit, wo Gott Vater gewirkt hat auf dieser Erde. Das war das Zeitalter von Gott Vater, da hat er gewirkt. Und dann ist eine kurze Zeit hineingekommen, das war die Zeit von Gott Sohn, von Jesus. 33 Jahre lang. Die Zeit der Evangelien. Da hat Gott Sohn, da hat Jesus gewirkt auf dieser Erde. Und dann Jesus ist aufgefahren zum Vater. Und jetzt leben wir, seit Jesus gegangen ist, seit Pfingsten vor 2000 Jahren, leben wir im Zeitalter vom Heiligen Geist. Jetzt ist der Heilige Geist da. Jetzt ist er da. Manchmal denkt man, ja, wie gäbig wäre es, wenn Jesus noch irgendwo in Israel herumwandern würde. Dann könnte ich da in Flüger hocken, runterfliegen und ihn berühren. Das wäre doch so schön, das wäre so gäbig. Das hätte ja mein Wunder, das ich so unbedingt brauche. Aber habt ihr schon mal gesehen, wie viele Menschen das um Jesus herum waren und ihn berührt haben, und es ist gleich nicht passiert. Nur die ihn im Glauben berührt haben, dort ist es passiert. Und wenn wir anschauen in den Evangelien, dann sehen wir, wo Jesus dann vor 2000 Jahren gewirkt hat, da waren manchmal Menschenmengen um ihn herum von 5000 Männern, inklusive Kinder, inklusive Frauen. Es waren wahrscheinlich noch etwa 20'000 Leute um ihn herum. Und in der heutigen Zeit wären es vielleicht noch mehr als 20'000 Leute. Also du könntest ihn gar nicht berühren. Du kommst gar nicht anher, wenn er heute noch dort wäre. Aber er ist aufgefahren und hat sich zur Rechten vom Thron vom Vater gesetzt und hat den Heiligen Geist abgeschickt auf die Erde. Wir leben im Zeitalter vom Heiligen Geist. Er ist jetzt da. Und Jesus hat gesagt im Johannes 16, in der Bibel könnt ihr es nachlesen, Johannes 16, 5 und folgende. Das ist bevor er aufgefahren ist. Da sagt er, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Er hat mir gesagt, jetzt gar nicht. Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Also Jesus hat den Jüngern gesagt, hört, jetzt gar nicht. Jetzt gehe ich heim. Und sie waren traurig, sie waren schockiert, sie haben das überhaupt nicht begriffen, sie haben das überhaupt nicht verstanden. Sie sind erschrocken. Jetzt lässt er uns allein. Jetzt haben wir 3 Jahre lang mit ihm gelebt und jetzt geht er. Jetzt geht er heim. Im Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Bis hierher. Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt. Er hat nicht gesagt, es ist traurig, ich muss jetzt heimgehen, sondern er hat gesagt, ich gehe jetzt. Und es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut für euch, dass ich jetzt gehe. Warum ist es gut, dass Jesus gegangen ist? Warum ist es gut? Hat jemand eine Idee? Warum ist es gut, dass Jesus nicht mehr da ist? Weil der Heilige Geist geschickt hat. Was ist denn der Vorteil daran? Siehst du noch nicht? Und warum ist es gut? Hat jemand noch... Genau. Mhm. Genau. Wo Jesus auf dieser Erde war, hat er gleichzeitig immer nur an einem Ort sein können. Entweder war er in Jerusalem oder in Nazareth oder in Galiläa oder Samaria oder wo auch immer. Immer nur gleichzeitig an einem Ort. Und der Heilige Geist, der kann gleichzeitig überall wirken. Der kann überall wirken. Der kann in Mongolei wirken und gleichzeitig in Argentinien, in Südafrika und gleichzeitig in Grönland bei den Eskimos. Er kann überall gleichzeitig wirken. Und hier in der Schweiz, hier in Aarborn. Gleichzeitig. Das ist der Vorteil. Wo Jesus bei den Menschen war, war er Gott bei den Menschen. Und der Heilige Geist will nicht Gott bei den Menschen sein, sondern er will Gott in uns sein. Er will Gott in dir sein. Du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. 1. Korinther 3,16. Gott wohnt in dir. Er will in dir hineinkommen. Nicht nur von uns an dich herwirken, sondern er wohnt in dir innen. Der in dir ist grösser als der in der Welt ist. Und er kann gleichzeitig überall wirken. Gleichzeitig. Er braucht keine zeitliche Verschiebung, sondern er wirkt überall gleichzeitig. Das hat schon der David gewusst, über den Heiligen Geist. Im Psalm 139 hat er gesagt, wohin soll ich fliehen vor deinem Geiste? Und dann hat er gesagt, steige in den Himmel rauf, du bist der.
Oder schlage ich mein Lager irgendwo in der Unterwelt auf? Oh, da bist du. Gehe ich zu uns, ist raus ins Meer. So weit raus wie... Oh, dort bist du. Der Heilige Geist ist überall, gleichzeitig. Kann überall gleichzeitig wirken. Weltumfassend. In allen Gläubigen, die das wollen. In allen Gläubigen, die das wollen, die ihn eingeladen haben. Er ist nicht ortsgebunden, er ist Gott in dir. Er ist Gott in dir. Und er wird sich manifestieren in Form von Geistesgaben, in Form von Kraftwirkungen, in Form von der manifestierten Liebe Gottes, die die Menschen brauchen um uns herum. Er wird die Liebe Gottes bringen, auch den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber der Heilige Geist wirkt nicht einfach so von oben runter. Er kommt nicht einfach so oben runter, sondern er braucht dich. Und er braucht mehr. Er will durch uns durchwirken. Er will durch dich wirken. Du bist Gottes Bodenpersonal hier auf dieser Erde. Er will durch dich durchwirken. Nicht einfach so. Darum sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich gehe. Und im Vers 7 lesen wir, sagt Jesus, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Beistand, das ist im Griechischen das Wort Parakletos. Das heißt so viel wie Anwalt, Rechtsschutz, Helfer. Oder ganz wörtlich heißt es eigentlich ein zur Hilfe herbeigerufener. Er ist gekommen, für dir zu helfen. Er ist gekommen, für dir zu helfen. Und im Johannes 14 lesen wir, sagt Jesus noch ein bisschen detaillierter, Johannes 14 und folgende, 15 und folgende, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, den Geist der Wahrheit. Einen anderen Helfer. Anders als wer? Anders als Jesus. Ein anderer Helfer als Jesus. Jesus heisst ja eigentlich, Gott hilft, oder Gott ist Hilfe. Und jetzt der Heilige Geist ist ein anderer Helfer als Jesus. Und im Griechischen steht dort das Wort, es gibt auch 2 verschiedene Worte für anders, wo steht dort das Wort ein anderer derselben Art. Ein anderer Helfer von der gleichen Art wie Jesus. Also ein anderer Helfer, der genau das Gleiche will, was Jesus wollte. Er denkt gleich, er will das Gleiche, er hat die gleiche Ausrichtung, er hat den gleichen Plan. Das heisst, er will den Menschen Gutes tun, er will, dass das Reich Gottes auf dieser Erde expandiert, sich ausbreiten kann. Er will, dass Menschen der Lösung ergreifen können. Er will Gutes tun. Er will Gutes tun. Er will, dass Menschen wieder in Beziehung hineinkommen zu Gott Vater. Er will uns zurückversetzen in den Stand, wo Gott gedacht hat für uns. Ein anderer Helfer von der gleichen Art wie Jesus, der das Gleiche will wie Jesus auf dieser Erde. Ein Helfer. Der Heilige Geist ist der Helfer, der in dir innen wohnt. Also ist doch das Beste. Der Helfer wohnt schon in dir innen. Er ist schon in dir innen. Er ist nicht irgendwo fern, du musst ihm zuerst anrufen, hey komm. Sondern er ist immer da. Die Hilfe von Gott ist immer bei dir. Sie ist immer da. Du musst es aber in Anspruch nehmen. Du musst es wollen. Er ist immer da. Er ist der Helfer in dir. Das bedeutet nicht, dass er jetzt einfach alles macht und du hilfst ihm ein bisschen. Sondern das bedeutet, er hilft dir. Er hilft dir. Nicht du ihm, er dir. Er hilft dir. Er befähigt dich. Er wirkt an dir. Er salbt dich. Er motiviert dich. Er unterstützt dich. Er führt, leitet, lehrt, ermutigt dich. Er hilft dir. Er ist dein Helfer. Er geht nur auf deine Initiative los und hilft dir. Also wenn du die Hänge auflegst, wenn du den Menschen, den Kranken, die Hänge auflegst, dann wirkt er nicht durch dich. Er wirkt nicht einfach so, sondern nur, wenn du entsprechend handelst. Wenn du redest zu den Menschen, dann wirkt er durch deine Worte. Er hilft dir, er unterstützt dich, er macht Wort lebendig. Aber immer nur mit deinem Einverständnis, immer nur, wenn du willst. Er macht nie etwas gegen unseren Willen. Der Heilige Geist macht nie etwas gegen deinen Willen. Aber wenn wir wollen, wenn wir das zulassen, wenn wir ihn suchen, dann wirkt er durch uns durch. Und dann wirkt er an uns, dann hilft er uns. Wir sind sein Lieb hier auf dieser Erde. Der Heilige Geist hat keine
Hände, keine Füße, er hat kein Maul auf dieser Erde, sondern er braucht dich. Er braucht deine Hände, er braucht deine Füße, damit er den Menschen begegnen kann. Jetzt ist es aber so, der Heilige Geist möchte nicht nur eine Gemeinschaft mit dir haben, oder dass du ihn suchst, wenn du in einer Not drin bist, wenn du in einer Herausforderung oder in einer Versuchung drin bist und dann denkst, hey, jetzt musst du wirken, sondern er möchte mit dir Gemeinschaft haben, auch wenn es dir gut geht. Im Alltag. Er möchte immer Gemeinschaft haben mit dir. Nicht nur, wenn es dir schlecht geht. Oft ist es so, wenn es uns gut geht, dann brauchen wir Gott auch gar nicht. Dann tun wir ihn vernachlässigen, dann denken wir kaum an ihn. Aber wenn es schlecht geht, dann Herr, jetzt komm und wirke und mach und tu. Aber der Heilige Geist will Gemeinschaft mit uns haben, auch wenn es uns gut geht. Einfach im Alltag. Dass wir uns Zeit nehmen mit ihm. 2. Korinther 13 steht das Wort für Gemeinschaft, steht Koinonia. Und das ist ein Wort, die Bedeutung von diesem Wort ist eine intensive, tiefe, enge, intime Gemeinschaft. Nicht einfach so eine oberflächliche, sondern eine enge Gemeinschaft. Ein Geben und ein Nehmen. Ein Teilhaben und Teilnehmen am anderen. Gefährten sein. Zeit miteinander verbringen. Eine tiefe, intensive, intime Gemeinschaft. Als ich meine Frau lernen kennen, Monika, habe ich auch festgestellt, es braucht Zeit, Gemeinschaft. Einander lernen zu kennen, braucht Zeit. Und den Heiligen Geist lernen zu kennen, braucht Zeit. Es braucht Zeit. Es geht nicht einfach in 5 Minuten. Als ich meine Frau lernen kennen, das war so in dieser Zeit nach meiner Therapie, nach meiner Drogenentzugstherapie, wo ich überhaupt Jesus lernen kennen. Und zu dieser Therapie hat am Schluss noch gehört, dass ich zu einem Bauer muss gehen und dass ich dann mit diesem Bauer muss in dem Sinne Gemeinde gehen auf St. Gallen. Also nicht dürfen, sondern ja müssen. Und es war eine Gemeinde, wo ich dachte, nein, dorthin wollte ich nicht. Aber ich war schon so gescheit, dass ich dachte, gut, ich gehe mal her und schaue, ob es wirklich so schlecht ist, wie ich denke, oder ob es geht. Ich kann dann immer noch rebellieren, aber jetzt gehe ich zuerst mal schauen. Früher hätte ich rebelliert. Aber dann habe ich gesagt, ich gehe zuerst schauen und dann rebelliere ich. Ich war dann schon so gescheit. Und dann bin ich halt mal an einem Samstagabend dort in die Jugendgruppe schauen. Und dort habe ich Monika gesehen. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, mal, ich gehe in die Gemeinde, ist okay. Und nachher war es natürlich eine Zeit vom Lernen kennen. Wie ist der andere? Wie ist sie? Wie denkt sie? Was hat sie für Vorlieben? Was macht sie nicht? Was macht ihr Freude? Was macht sie nicht ausstehen? Einander lernen kennen. Wie denkt der andere? Was will er? Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und so haben wir miteinander viel Zeit verbracht. Ich habe gelernt, wie man Auto fahren. Wir sind zusammen durch die halbe Schweiz gekurvt. Wir sind zusammen gut essen, wir haben viel geredet miteinander und haben einander so lernen kennen. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Das ist Koinonia-Gemeinschaft. Tiefe, intensive Gemeinschaft. Viel zusammen sein miteinander. Da kann man Stunden miteinander verbringen. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Da kann man Stunden miteinander verbringen. Es wird einem nicht langweilig. Und wenn man manchmal denkt, ja, jetzt muss ich noch Bibel lesen. Jetzt muss ich noch beten. Jetzt muss ich noch Zeit verbringen mit dem Heiligen Geist. Stunden verbringen. Wenn du verliebt bist in Gott, wenn du verliebt bist in den Heiligen Geist, und liest Psalmen, dann macht es plötzlich nichts aus. Dann macht es plötzlich nichts aus, sagen, jetzt käme noch meine Lieblingssendung im Fernsehen, oder heute Abend käme noch, ich weiss nicht, ich bin nicht so ein Fußballfanatiker, heute Abend spielt noch IB gegen Basel, oder ich weiss auch nicht, wird sowieso IB gewinnen, weil die sind von Bern. Was meinst du? Nein, ich kenne mich da zu wenig aus. Bist du parat, dass du dort halt sagst, gut, jetzt Knöpfchen alles. Jetzt wollte ich mir Zeit nehmen, Heiliger Geist, mit dir. Mit dir. Und ich kann euch sagen, die Zeiten, wenn du dem Heiligen Geist begegnest, wenn du ihn suchst, wenn du vor ihm bist, und ihm sagst, Herr, ich will dir jetzt begegnen. Du wohnst in mir. Du wohnst ja schon da. Er muss ja nicht irgendwie vom Himmel da, vom Universum irgendwie runterkommen, braucht noch eine halbe Stunde, bis er bei dir ist. Sondern er ist schon in dir. Die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in deinem Herz. Es ist schon da. Es ist schon da. Das bedeutet, es ist in deinem Geist. Und es soll jetzt in deine Seele hineinfließen. In die Seele hineinfließen. In Jeremia 31 steht, Gott will deine Seele
laben, erlaben, deiner Seele gut tun. Dass also der Heilige Geist aus seinem Geist in deine Seele hineinfließt. Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit, dass du mit ihm zusammen bist und mit ihm redest und ihn einlädst und ihm Verheißungen oder Wort Gottes sagst und mit ihm austauschst. Und dann plötzlich erlebst, hey, er ist da. Gibt dir vielleicht ein Wort oder ein Bild oder er tut dir einfach gut. Gefühlsmässig, dass du erlebst, die Liebe Gottes ist da. Er ist da. Aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Es geht nicht so, Heiliger Geist, jetzt gebe ich dir 5 Minuten und bis dann nicht, dann gehe ich wieder. Dann kann ich gleich noch meine Lieblingssendung schauen. Es braucht Zeit. Bist du bereit, die Zeit zu investieren? Bist du bereit, die Zeit zu investieren? Und ich glaube, das ist ein Geheimnis von allen grossen Frauen und Männern Gottes durch die Jahrhunderte durch, die Gott wirklich erlebt haben. Die schlussendlich wirklich von Gott gewaltig haben gebraucht werden. Dass sie sich die Zeit genommen haben. Zum Beispiel Teresa von Avila, ich weiß nicht, habt ihr schon gehört von der? Eine Heilige. Das ist wirklich eine Heilige. Und die hat so viel Zeit genommen mit dem Heiligen Geist. Die hat Gott so stark erlebt, die hat Gewaltiges erlebt mit Gott. Oder 100 Jahre früher, also vor unserer Zeit, Smith Wigglesworth, vielleicht auch schon gehört von dem, Gott gewaltig erlebt. Aber wenn wir schauen, warum, der hat Nächte, ganze Nächte durch ist der vor Gott gewesen, dem Heiligen Geist. Ganze Nächte, nicht einfach 5 Minuten, nicht nur so lange die Lieblingssendung gut laufen, sondern Nächte. Und nicht nur eine Nacht, sondern Nächte. Und so gibt es einen Haufen Männer und Frauen Gottes, die das praktiziert haben und dann von Gott gewaltig haben gebraucht werden. Warum? Weil sie Gott erlebt haben. Weil sie voll waren von der Liebe und von der Güte und von der Kraft. Bist du parat, deine Zeit zu investieren? Bist du parat, um mal herzuhören, was er sagt? Nicht immer nur zu reden. Ihm zu erzählen, wie schlimm das ist und wie schwierig das ist und das Geld lenkt nicht und hier nicht und dort nicht und deine Kinder und ich weiss nicht was alles, sondern wo mal herhörst. Der David sagt im Psalm 85,9: Ich will lauschen, intensive Form von Hören. Ich will lauschen, was Gott mir sagt. Und er sagt dafür wahr, der Herr, er redet von Heil zu seinem Volk, von Heil, von Erlösung, von Lösungen, von Rettung. Er redet zu dir über das, was er für dich vorbereitet hat. Gott will reden. Und ich glaube, ich bin überzeugt, und ich lebe so, wenn wir uns mehr Zeit nehmen zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der redet auch mehr zu uns. Was liegt an dem? Wenn wir uns Zeit nehmen zur Gemeinschaft mit ihm, der redet auch mehr zu uns. Und was sind die Auswirkungen? Ich habe nur ganz wenige Auswirkungen hier auf einer Folie, anhand von Bibelversen. Johannes 16. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist will dich in die ganze Wahrheit hineinleiten. Was ist die ganze Wahrheit? Die Bibel sagt, oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist jetzt das Wort Gottes. Also er will dir die ganze Wahrheit über Jesus, über das Wort Gottes, über die Lösung, über alles, was die Lösung beinhaltet für dich. Er will dich da hineinleiten. Der Heilige Geist zeigt dir, offenbart dir, was die Lösung beinhaltet für dich, für deine Situation, wo du jetzt drin bist. Weil Jesus eine Lösung schon parat hat für dich. Jesus hat eine Lösung für dich parat. Es gibt keine Not, keine Schwierigkeit, kein Problem auf dieser Erde, wo Jesus müsste sagen, da kann ich auch nichts machen. Tut mir leid, das ist mir auch zu gross. Gibt es nicht. Sondern er hat für jede Not, für jedes Problem eine Lösung parat. Und der Heilige Geist zeigt dir die Lösung. Er führt dich in die Lösung. Im 1. Korinther 2, Vers 12 lesen wir, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Warum? Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Durch den Heiligen Geist kannst du wissen, was dir gehört. Nicht einfach vermuten. Ja, vermutlich. Oder ich glaube, hoffen, sondern du kannst wissen, durch den Heiligen Geist, was dir geschenkt ist in Jesus. Es ist da, es ist parat. Er will dir die ganze Wahrheit leiten über dich. Wer bist du in den Augen Gottes? Du bist geliebt, du bist wichtig, du bist angenommen, angenehm, wertgeachtet. Gott juchzt über dich vor Begeisterung, wenn er an dich denkt.
Das steht in der Bibel. Das sagt Gott über dich. Er juchzt über dich, wenn er an dich denkt. Du vielleicht nicht, aber er. Stimm mit dem ein. Über den Juchz über dich. Fang dich so anschauen, wie Gott dich sieht. Und die ganze Wahrheit über Gott selber, wie er ist. Und durch den Heiligen Geist. Hier im 1. Korinther 2, Vers 10 lesen wir, der Heilige Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Die tiefgründige Liebe vom Vater im Himmel. Wie du angenommen bist in seinen Augen, wie er dich gern hat, offenbart uns der Heilige Geist. Im gleichen Vers, jetzt wird es spannend, oder? Das Zukünftige wird er euch verkündigen. Das ist das, was wir so gerne wissen, so die grossen Endzeitprophetien. Was passiert mit der Antichrist und überhaupt? Nein, das wird er dir sicher nicht offenbaren. Aber er wird dir das Zukünftige, vielleicht schon, aber er wird dir in erster Linie mal das Zukünftige über dich offenbaren. Vielleicht über morgen, wie du morgen sollst entscheiden, was du hier sollst machen. Vielleicht über deine Kinder. Vielleicht gibt er dir Sachen, die er mit dir vorhat in der Zukunft. Offenbart er gewisse Sachen. Er offenbart Zukünftiges, damit du auch in diese Richtung losgehen kannst. Damit du vielleicht auch in diese Richtung beten kannst. Er will das Zukünftige offenbaren. Und im Johannes 16, im nächsten Vers, Vers 14, haben wir ja schon mehr gehört, er wird Jesus verherrlichen. Er macht ihn nicht so zu einem komischen Heiligen Geist-Freak, sondern er zeigt dir Jesus, wie Jesus ist. Er offenbart dir Jesus. Und alles, was der Heilige Geist macht und sagt und wirkt und tut, ist immer in Übereinstimmung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Wenn es nicht in Übereinstimmung ist mit der Bibel, dann ist es nicht vom Heiligen Geist. Weil sie ist auch inspiriert von ihm. Er wird Jesus verherrlichen. Und im Epheser 1, Vers 17 lesen wir, durch den Heiligen Geist können wir den Vater erkennen. Er zeigt uns den Vater. Der Heilige Geist bezeugt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Heilsgewissheit, dass du weisst, ich bin errettet. Wenn ich nicht abtrete von dieser Erde, dann komme ich in die ewige Herrlichkeit. Dass du das weisst, dass du die Gewissheit bekommst, die hängt nicht von deinen Gefühlen ab. Mal fühlst du dich gerettet, mal fühlst du dich vielleicht nicht gerettet. Die Sonne scheint, bist du gerettet, es regnet, ja nein, bist du doch nicht gerettet. Nein, der Heilige Geist gibt uns die Heilsgewissheit. Der Heilige Geist zeigt deinem Geist, dass du einmal in die ewige Herrlichkeit hineinkommst. Da haben wir auch schon gesehen, er bringt die göttliche Agape-Liebe in dein Herz. Und Johannes 6, 63, wenn du die Bibel liest ohne Heiligen Geist, dann siehst du einfach Buchstaben und verstehst unter Umständen nicht viel. Aber der Heilige Geist macht, dass du im Wort Gottes die Wahrheit erkennst. Das mehr ist als nur Buchstaben. Dass du plötzlich merkst, hey, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Er macht aus dem Logos-Buchstaben macht er das Rema-Wort für dich. Ein persönliches Wort in deine Situation hinein. Das macht der Heilige Geist. Es gibt noch Haufen zusätzliche so Aussagen in der Bibel, was der Heilige Geist alles tun will. Und ich möchte euch ermutigen, geht die suchen. Ladet ihn ein und sagt, Heiliger Geist, zeig mir, was hast du noch alles vorbereitet für mich, wenn ich Gemeinschaft habe mit dir, wenn ich mit dir zusammen bin. Aber all die Segnungen oder die Auswirkungen, die wir jetzt angeschaut haben, die kommen nur in dein Leben, die erfährst du nur, wenn du dir Zeit nimmst mit dem Heiligen Geist. Die kommen nicht, wenn du immer morgen vielleicht 5 Minuten Zeit gibst oder 10 Minuten, sondern wenn du sagst, Heiliger Geist, ich bin jetzt vor dir. Du wohnst in mir. Und ich lade dich ein. Lass mich dir spüren. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will reden mit dir. Austauschen mit dir. Ich will dir erleben. Ich will Zeit verbringen mit dir. Und im Alltag, dass du vielleicht sagst, Heiliger Geist, was soll ich jetzt sagen? Der Helfer ist ja da, er ist ja in dir. Wie soll ich jetzt das machen? Wie tue ich jetzt die Situation handhaben, wo ich da drin bin? Dass du so mit ihm zusammen bist, mit ihm redest, mit ihm rechnest. Dass wir ihm also ruhig unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme können klagen, können schildern, aber dann auch mal herhören und ihm Zeit geben, dass er reden kann. Im Psalm 46 steht ja, seid still und erkennt. Bist mal still, einfach still vor Gott sein. Nachdem ihm deine Probleme, deine Nöte etc. geschildert hast, einfach mal still sein vor Gott und herhören. Oder auch im Lobpreis, in der Anbetung. Wenn wir ihn anbeten, ihn verherrlichen, dass wir dann erwarten
Rede ins Heilige Geist. Rede ins Heilige Geist. Wenn wir das praktizieren, so offen sein für den Heiligen Geist, das kann bewirken, dass du vielleicht Zeit einsparst in deinem Alltag. Dass er dir sagt, mach es so. Oder fahr nicht dort durch. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gebracht. Wo er uns einen Traum gegeben hat, oder wo er mir einen Traum gegeben hat, ich soll von hier nach Frankfurt nicht über Heilbronn, sondern über Karlsruhe fahren. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, dass in Heilbronn ein Stau war, wo wir 3 Stunden im Stau gestanden wären, wenn wir dort durchgefahren wären. Du kannst Zeit einsparen. Oder du kannst, wenn du sensibel bist für den Heiligen Geist, kannst du vielleicht sogar dein Leben retten. Ich habe letztens einen Bericht gelesen vom Tsunami in Indien, wo ein gläubiger Sozialarbeiter, der in einem Waisenhaus arbeitet, der hat plötzlich so eine leisliche, sanfte Stimme gehört und hat gesagt, nimm die Kinder und bring die in Sicherheit. Also, und dann hat er aber die Kinder genommen, ist in ein Schiff hineingehockt mit den Kindern und ist in einen Unterschlupf gefahren. Und als sie wieder zurückgekommen sind zum Waisenhaus, war die Welle durch und das Waisenhaus war weg. Ist weg. Wenn er nicht gehört hat, oder wenn er vielleicht gehört hat und gesagt hat, ja, ich kann jetzt nicht weg, ich habe jetzt hier meinen Job, ich muss jetzt hier den Kind schauen, ich kann doch jetzt nicht einfach, kann ich doch nicht. Dann wäre er auch weg, wahrscheinlich, mit samt Kind. Und darum ist es so wichtig, dass wir Zeit verbringen mit dem Heiligen Geist. Die Zeit, die du dort vielleicht investierst, die sparst du an einem anderen Ort ein. Dass wir Zeit verbringen mit dem Heiligen Geist, auf ihn hören und so Führung bekommen. Dass er uns zeigt, was er vorhat mit uns. Wie wir Situationen handhaben, was wir machen sollen. Nimm dir Zeit mit dem Heiligen Geist. Fang an. Das sagst, Herr, ich bin jetzt vor dir. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, bis ich dir begegnet bin. Und nachher erwart, dass du ihm begegnest. Erwart, dass er redet. Erwart das.